Ja, noch eine Sache privater Natur. Du hast mir letztens auch von einem Kumpel von dir erzählt, den hast du zu dir hin bestellt, der sollte dir helfen bei irgendwas bohren, irgendwas. Ach, ja, da hast du dich aufgeregt, aber ich weiß nicht mehr genau, was da los war. War eine Aktion, sage ich dir, das geht ja, also Moment mal. Ich wollte dann so Löcher bohren, wollte ich so Lampen reinsetzen. So Dimmer, ne, die da in der Decke rein sind, Holz. Sag ich, wie der Hessen Bohrmaschine und so, ne? Ich hätte ja schon eine Bohrmaschine. Ja. Aber die Bohrmaschine hast du dann beim Nachbar gelegen, ne? Hat mir zu lange gedauert. Ja, und dann habe ich gesagt, Küss vorbei, machen wir das zusammen. Von Elektronik habe ich nicht so viel Ahnung. Ja, und dann habe ich schon die Löcher geboten und alles, ne? Da könnt ihr da an, wir hängen den Tisch, so. Stellte sich dahin, ist er mir am Zug, guck, wie auf der Leder stand. Ja, seht ihr, was soll ich denn jetzt hier? Sag ich, wie, was soll's denn, hey? Ja, sollst du mir helfen? Sag ich, warum bist du da? Hallo? Ne, wir sind eben im Casting oder was? Wie, sollst du mir helfen? Hallo? Ne? Nimm dir die Leiter oder sonst was. Ich hätte ihn ja nicht gefragt, für zu helfen. Ich wäre direkt in die Frage, hätte gesagt, so, was soll ich jetzt machen? Hier, fertig. Freut ihr für mich, was soll ich machen? Was soll ich dir helfen oder so? Ja, klar soll er mir helfen. Warum bist du denn hier? Muss man einen Lagerplan machen, wie man die Berühren machen? Ja, hallo, ey, komm, du hast ja Hand gebrochen. Steht ihr da, so eine Hänger nicht da. Das ist, wenn die Hänger am Söckel bist, die sind nicht da. Ja, also, das ist echt das Allergrößte. Komm, geht ja nicht. Wie hättest du das denn gemacht, wenn ich dich jetzt gefragt hätte? Ja, kann ich schon sagen. Ich wäre vorbei, guck mal, ich gesagt, so, was soll ich machen? Aber hat er ja auch zu dir gesagt, was soll ich machen? Ja, der hat nur gesagt, ja, was soll ich, ne, so hätte, was soll ich machen? Der ist ja bald beim Sprecher in die Schlaufe. Also, hallo, was soll ich machen? Ja, muss ich doch nicht machen. Ich sehe da, was soll ich, wie kann ich jetzt helfen? Soll ich die Leiter festhalten oder bohren oder keine Ahnung? Ich bin ja so handwerklich mal mehr, mal weniger bejaht. Kommt immer drauf an, ne? Worauf so. Denn? Ja, kann ich ja sagen, auf meine Tagesform, wie ich Bock habe. Wenn ich Bock kann, dann klappt viel. Wenn ich keine Bock kann, dann klappt ja nichts. Und da hattest du Bock und gleichzeitig. Da hatte ich Bock gehabt. Und ich hätte das ganze Haus voller Löcher bohren können. So viel Bock habe ich gehabt. Nee, aber jetzt Scherz beiseite. Ich habe die nur da oben gemacht. Ja, ich habe das Fernsehen. Hör mal, das sieht so super aus. Hast du einen Fernseher aufgehangen oder was? Der Fernseher, wie? Mit ich hänge der Fernseher draußen für die Tür oben oder was? Ach, nee, ist doch klar. Damit die anderen Fernsehen gucken können, ne? Draußen. Das ist schon klar. Nee, was hast du denn da gemacht? So Löcher, das draußen beleuchtet ist. Das sieht schön aus. So. Habe ich mich die ganze Nacht dahin gesetzt, habe ich mich daran ergötzt. Habe ich geguckt, bis morgens früh um 6. Nee, Spaß beiseite. Aber das sind so Sachen, weißt du? Und dann dran siehst du halt schon mal, wenn du Hilfe brauchst, egal wovon. Es sei denn, du sagst den Leuten immer, pass auf, komm, kannst du mir helfen? Ja, wenn du sagst, komm, kriegst du 50 €, komm, die Dreck. Okay, war das ein guter Freund von dir? Ja, doch, war eine Jode von mir. Doch. Aber ihr seid jetzt immer noch Freunde. Na klar, ich bin, hallo, hör mal, ich kann jetzt 100 sein und 2 Minuten später ist es wieder vergessen. Also man muss unterscheiden zwischen, wo man richtig sauer ist und wo nicht. Also ich bin kein oberflächlicher Mensch. Eine Freundschaft muss was ertragen können. Meinem Freund muss ich auch sagen können, hören Sie, was hast du vom Mundgeruch? Da darf der nicht sauer sein. Der soll froh sein, dass ich ihm das sage. Andere hinterm Rücken sagen, wenn er oben steht, oh, hast du hier rochen so, und die will das nicht sagen. Ja, also, bitteschön. Das hört dazu. Ey, nein, geht gar nicht. Also wie wichtig ist dir so Freundschaft? So ganz wichtig. Freundschaft ist ganz wichtig. Also gute Freunde hast du nicht viele. So. Aber einen guten Freund muss man halten. Und ein guter Freund oder eine gute Freundschaft muss genauso pflegen wie eine gute Beziehung. Wie schnell erkennst du einen guten Freund? Und kannst du einen guten von einem schlechten Freund oder von einem Feind unterscheiden? Ja, sagen wir so, dein bester Freund ist dein bester Feind. Sagt man so, ist aber ein Sprichwort. Sorry. Aber ich denke mir, schnell kannst du ja nichts erkennen. Du darfst nicht so oberflächlich sein. Und eine Freundschaft macht sich nicht daran auf oder aus, was man erzählt, sondern das, was man tut. Verstehst du? Ich kann dir in 10 Minuten so viel versprechen, was die ganze Jahr nicht halten brauchen. Es kommt nicht darum, was du redest, sondern das, was du tust. Da kommt es drauf an. Und nicht, was du redest. Ich kann reden, weiß ich, was ich all mache. Und im Endeffekt, nein, hier, lass Daten sprechen. Wenn irgendwas ist oder so, egal womit es zu tun hat. Egal womit, eine Freundschaft ist so. Nicht, ich habe keine Zeit, mein Handy ist aus, ich kann nicht. Was soll das alles? Nein. Und das kristallisiert sich auf längere Zeit raus, ob das ein guter Freund ist oder nicht. Da muss man dann finden. Da muss man dann gucken halt. Ne? Aber Freundschaft sollte man pflegen. Und Freundschaft ist, was wichtig ist. Man muss nicht viele Freunde haben, sondern wenn du 1, 2 hast, das reicht. Aber die müssen auch zu dir stehen, Tag und Nacht. Und mit genau das Gleiche. Ist so. Also von daher, das war das Wort zum Freitag. Green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Green Sally up.